Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 3. Spieltag der Bundesliga und der FC trifft auf die Truppe von Borussia Mönchengladbach. Und das Lustige an der Sache ist tatsächlich, wir freuen uns tierisch auf die Gladbacher. Und da stehen wir ja gar nicht alleine da, denn die Gladbacher selbst freuen sich auch, wie man sieht. Ja, der Sommer. Ja. Endlich wieder Derby. Und wenn alles gut geht, dann ja auch mit Zuschauern im Stadion. Ja, ihr wisst ja alle, ne? Ohne Fans haben wir noch nicht einmal gewonnen. Und deswegen ist doch klar, jede Figur zählt. Ja, das wäre so schön. Ja, mit Fans gewinnen wir auch wieder. Ne? Ja, absolut. Und ihr wisst doch alle, wie wichtig das gerade für unseren Verein ist, dass wir die Power unserer Fans im Stadion gerade im Derby auch zu spüren bekommen. Und auch das kann man natürlich sofort belegen. Lust auf ein bisschen Gänsehaut? Bitteschön. Grandios, oder? So, und als wäre das mit dem Derby nicht genug, ist das zu allem Überfluss auch noch das erste Abstiegsduell der Saison. Ja? 15. gegen 16. Okay, am 3. Spieltag, aber nicht lachen, nicht lachen. Der das Spiel verliert, bei dem brennt der Baum, und zwar lichterloh. Ja, definitiv. Und ich glaube, bei den Gladbachern wird der Baum noch ein bisschen stärker brennen, wenn sie das Spiel nicht gewinnen. Denn die haben natürlich ganz andere Ansprüche als wir und haben bisher auch nur ein mickriges Pünktchen geholt. Ne? Und genau das könnte für uns die Chance sein, ein kleines bisschen zu zündeln. Ja. Und zündeln sollten wir tatsächlich auch endlich mal selber. Ne? Denn mit Brandstiftern hatten wir ja jetzt genug zu tun. Ne? Die kamen von überall her. Meine Güte, wer da plötzlich alles wusste, wo es beim 1. FC Köln hakt und was wir alles nicht können. Unglaublich, also, ne? Unfassbar. Die Altinternationale. Ja. Kallmund, selbst ein Ottmar Hitzfeld, sag mal, der hat sich doch überhaupt noch niemals zum 1. FC Köln geäußert. Wo kommt das denn auf einmal her? Und die absolute Krönung, Volker Struth, der Spielerberater. Sag mal, welche Sicherung ist bei dem eigentlich durchgebrannt? Kann mir das mal einer erklären? Wie kommen diese Leute dazu, so etwas über den 1. FC Köln öffentlich zu behaupten? Und was noch viel wichtiger ist, wer hat die eigentlich gefragt? Das ist, wenn man es genau überlegt, gar keine so schlechte Frage. Ja. Denn ganz von alleine kommt so ein Ottmar Hitzfeld doch bestimmt nicht auf die Idee, jetzt war ich mal wieder ein paar Jahre nicht in der Presse, ne? Ja. Da beleidige ich jetzt einfach mal den 1. FC Köln, das ist doch eine super Idee. Ne? Das kann ich mir nicht vorstellen, das sieht dem überhaupt nicht ähnlich. Ne? Übrigens auch eine gute Frage. Warum hat sich denn der 1. FC Köln gar nicht gewehrt gegen all diesen Quatsch? Ja, auch absolut berechtigt. Denn wenn ich vor den Augen ganz Deutschlands so dermaßen wegbeleidigt werde, ich sei unprofessionell, hätte vom Fußballgeschäft keine Ahnung und würde wenn ich so weitermache, bald wieder in der Landesliga spielen. Also ganz ehrlich, dann muss ich mir doch wenigstens mal die Frage erlauben, was erlaube Struth. Ja. Was erlaube Struth, ne? Zu allem Überfluss hat der Mann, jetzt sind wir beim Shopping-Kanal, nicht 1, nicht 2, sondern alle 3 Torhüter unter Vertrag bei uns. Das ist ja unglaublich, ne? Der Mann ist Spielerberater, ja, von Horn, von Zieler und von Kral. Und das ist dann also professionell? In meinen Augen sieht das eher ein bisschen unseriös aus, ehrlich gesagt. 3 Keeper, ein Berater. Ganz ehrlich, als FC-Fan wundert man sich schon wirklich lang über diese unantastbare
Einsatzgarantie für Timo Horn. Und dass das jetzt natürlich in den Foren extrem diskutiert wird, das liegt doch völlig auf der Hand. Und das hat ja auch mit Leistungsprinzip überhaupt nichts mehr zu tun, die ganze Sache. Und es lässt sich ja auch belegen. Ne? Also wenn man hier mal zurückschaut ins Jahr 2016, da wurde Timo Horn noch zum zweitbesten Keeper der ganzen Liga gewählt. Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Ein Jahr später, das ist etwas mehr als ein Jahr, war er schon auf Platz 15 abgesackt. Das ging flott. Ja, und 2019, wenn man jetzt mal auf die letzte Saison schaut, da ist er endgültig auf den Abstiegsplätzen angekommen im Kicker-Ranking. Und der Kicker vermutet Timo Horn als einen Grund der allgemeinen Kölner Misere. So, und damit das ganz klar ist, das ist jetzt hier kein Horn-Bashing. Bitte, ja. Es geht nicht darum, einen Spieler rauszunehmen und für alles verantwortlich zu machen, ja. Das ist er nicht. Es ist ein Mannschaftssport, ja. Aber zum Mannschaftssport gehört eben Konkurrenzkampf. Ja. Und deswegen muss man sich schon mal fragen, wie kommen denn solche Aussagen hier zustande? Ron Robert ist ja nicht mit dem Anspruch gekommen, Nummer 1 zu sein und zu spielen, sondern er ist als Nummer 2 gekommen und will sich bei uns entwickeln. Okay. Entwickeln? Der Mann ist 31 und Weltmeister. Also ganz ehrlich, da stimmt doch was nicht. Leute. Und dann ist doch auch völlig klar, dass in den Foren darüber diskutiert wird, warum Ron-Robert Zieler sich da jetzt vielleicht auch nicht gegen wehrt gegen diese Rolle. Ne? Hier ist ein Zitat, der hat den gleichen Berater wie Horn, nämlich Struth, und der wird seinem Altgoldesel, also dem Zieler, natürlich was husten, wenn der ihm seinen aktuell Goldesel, nämlich Timo Horn, versaut. So ganz falsch klingt diese Vermutung natürlich nicht. Nee, nicht wirklich. Egal, wie man das jetzt einschätzt. Ne? Eine Sache ist ja klar. So ein Spielerberater Struth, der hat im Wesentlichen seinen eigenen Vorteil im Sinn und nicht den Vorteil des Vereins. Ja. Und deswegen ist das definitiv der letzte, auf den wir hören müssen. Ja, und beleidigen lassen muss sich der FC sowieso von niemandem. Und schon gar nicht von einem, der es völlig okay findet, dass er seinen eigenen Kunden, und der FC ist nichts anderes als sein Kunde, öffentlich wegbeleidigt. Und da fragen wir uns natürlich, was ist das bitteschön für eine Art? Das ist hochgradig unprofessionell. Ja, genau, das ist unprofessionell. So, und deswegen gilt für den Verein genau das Gleiche wie für den gesamten sportlichen Bereich. Und wie immer, ihr kennt uns, schreiben wir uns das etwas verkürzt, ja, auf das Hemdchen. Ja? Und da steht jetzt: Fans rein! Brust raus! Ja. Denn nur mit einer breiten Brust können wir wirklich was erreichen. Ja. Jetzt habe ich aber erstmal Brand, ne? Ja. 2 Kölsch. Auf 3 Punkte. Grüßerchen, Leute. Geiler Feuerlöscher. Ja. Brust raus, ne? Tatsächlich ist es doch so. Wir können uns das leisten. Egal, ob Vorstand, ob Geschäftsführung, ob Fans, ob Spieler, alle Spieler, ja? Wir sind der erste FC Köln, Leute. Und genau das sollen die Gladbacher am Samstag auch zu spüren bekommen. Und wenn es uns gelingt, mit ähnlich breiter Brust ins Spiel zu gehen, wie wir das in den letzten Jahren einige Male geschafft haben, dann können sich die Gladbacher wirklich warm anziehen. Krieg direkt wieder Brand. Tschüss, Leute. Prost.